Hallo, ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Outlast auf Pelzig. In der letzten Episode sind wir ja hier reingeflohen. Jetzt bin ich mal scheißen gespannt, was hier auf uns wart. Da ist es Duschstadt, da müssen wir höchstwahrscheinlich durch. Aber ich will erstmal hier noch gucken, was es hier noch so Schönes gibt. Da regen's rein. Und bitte kommen nicht irgendwelche... Oh Gott. Oh Gott. Ja. Vielleicht noch einmal. Hallo, ihr liebe Leute. Hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Outlast auf Pelzig. Und jetzt hör mal auf mit dem Spiel. Ach du Scheiße. Okay, also wir müssen durch hier, wo der Wallrider kommt. Na gut. Pfui Teufel. Da fängt ja wieder meine neue Aufnahmesession an dem Tag hervorragend an. Ich will gar nicht. Scheiße. Okay, ich habe eine Notiz gemacht. Das Ding im Dunkeln. Gott, steh mir bei. Ich glaube, ich habe den Wallrider gesehen. Ja, und er hat uns nichts gemacht, was ich auch schon gesagt habe. Interessanterweise muss ich sagen, ihr liebe Leute, dass das Ding uns eigentlich nichts macht, obwohl wir ja gesehen haben am Anfang über die Monitore, wie der Wallrider die Soldaten zerfetzt hat. Der könnte uns jederzeit eigentlich killen, macht's aber nicht. Deswegen frage ich mich halt auch immer, warum. Dummerweise war das nur eine kurze Notiz. Und ich will eigentlich noch gar nicht hier raus, beziehungsweise ich will eigentlich gar nicht hier im Dunkeln unterwegs sein. Aber ich muss. Und ja, das ist mal wieder die erste Aufnahmesession von mir halt am Tag. Und ich habe jetzt schon wieder Herzrasen wie eine Sau. Und ich versuche die Batterie auch so ein bisschen zu sparen, weil meine größte Angst in dem Spiel ist immer noch, ich bin irgendwo und ich habe einfach keine Batterie mehr. Deswegen gucke ich mich auch hier überall um, genau, dass ich sowas hier finde. Und ja, versuche halt immer so batteriesparend wie nur irgend möglich zu sein. Und nach durch der Regen geht die blutige Hand nicht weg, wie es scheint. Okay. Ich rechne immer mit dem Schlimmsten, dass direkt vor uns wieder so Fratze steht, seit man da aus dem Zelleblock vor der Dödeldepper abkauen sind. In dem Fall, Dankeschön nochmal Kai für den Namen. Weiß ich definitiv zu schätzen. Ich werde die nackte Männer ab jetzt noch die Dödeldeppe nennen. Also Kai, du hast definitiv den Contest gewonnen. Die heißen ab jetzt Dödeldeppe, ganz offiziell. Und die haben sogar Einzelnamen. Der Ende ist der Dödel Dennis und der andere ist der Penis Paula. Also Dankeschön nochmal an der Stelle für der Kreativität und deine Teilnahme, Kai. Du hast gewonnen. Ah, Mann, oh Meter. Ich bin sowieso froh, wenn sich die Leute drauf einlassen, überhaupt, wenn ich hier Umfrage starte, dass die überhaupt mitmachen und sich nicht einfach nur denken, boah, Yankee halt's Maul, das interessiert sowieso kein Mensch. Aber es gibt offenbar immer welche, die aktiv mitmachen wollen und darüber bin ich scheißen dankbar. Weil ich will das auch nicht alle durchstehen müssen, ihr liebe Leute. Ich habe bei dem Spiel sowieso schon unglaublich Schiss. Und oh, das ist etwa die Meisterdisziplin. Man kann es nicht anders sagen. Es ist die Meisterdisziplin, was Horror angeht. Und ich bin mir sicher, jetzt passiert wieder irgendein Scheiß. Irgendein Frazzarino steht schon bestimmt um die Ecke oder so ein Quatsch. Nee, Gott sei Dank. Ja, es ist halt auch schon bei mir ein Weilchen her, muss ich gestehen, dass ich das Let's Play von Gronkh gesehen habe. Das war auch so das einzigste Mal, dass ich Outlast tatsächlich auch gesehen habe und durchgestanden habe. Und ja, das zu spielen ist wiederum nochmal ganz, ganz andere Hausnummer. Okay, und spring! Okay, hui. So, was jetzt? Jetzt sind wir hier gelandet. Jetzt sind wir hier über das Stacheldraht rübergekupst und dann müsste es hier theoretisch weitergehen. Schätze ich jetzt einfach mal, weil ja, ist halt so. Wie das in Spielen halt so ist. Da liegt noch einer. Ein Kehlgeschlitzter mal wieder, der hoffentlich nicht aufsteht. Hier geht's nicht durch, okay. Respektiere ich und akzeptiere ich.
Solange hier keiner aus der DR rausgestürmt kommt und mir hier im Dunkle folgt, mit einem Knüppel in der Hand oder weiß der Teufel, was die noch hin, soll mir das alles recht sein, würde ich sagen. Boah. Schiss wie Sau, ihr liebe Leute. Ohne Witz, ich habe bei noch Camp-Spiel so dermaßen Schiss gehabt, wie ich das hier bei Outlast empfinde. Also, absoluter Respekt an die Macher, an Red Barrels an der Stelle. Ihr wisst echt, wie man Horroratmosphäre erzeugt. Da muss ich hoch, okay. Stellt sich hier bei... Springst du mal hoch? Stellt sich hier bei mir die Frucht. Was ziehe ich an? Was ziehe ich an? Damit man mich auch gut sehen kann. Oder in dem Fall, damit man mich nicht sehen kann. Oh, oh. Da ist schon ein Licht in der Ferne. Das könnte der Martins Parre sein, oder? Okay, du lebst noch. Das finde ich ganz toll. Aber bitte halt dich fern von mir, mein Lieber. Das hätte ich ganz gern, dass du wegbleibst. Das wäre echt extrem toll. Ich finde so übergriffige Patienten, die müssen... übergriffige Patienten, die müssen echt nicht sein. Ach du Scheiße. Kann ich Dorei? Och Mensch. Och Menno. Och Menno, boah. Warum? Ach, wenn du sein Geist fühlen kannst, bitte lass es nicht an mir aus. Ich hab dir nichts gemacht, Mann. Und da ist nix. Das kann ich dir sagen, wie ich das weiß. Ich hab keine Zwangsjacke im Vergleich zu dir. Oh, Scheiße, jetzt geht auch schon wieder unser drittes Lämpel gleich aus. Und die Musik macht's echt nie besser. Ja, okay, es muss wieder ein Batteriewechsel rein. Ich habe jedes Mal Schiss, wenn ich das mache, dass da irgend so ein Ultra-Gesicht da vor mir steht. Okay, da geht nichts drin ab. Aber ich finde es auch scheiß beunruhigend, dass die Patienten da... Nein. Dass die Patienten da draußen im Regen einfach stehen und nichts machen. Bitte fall mich jetzt nicht an, wenn ich das Ding hole. Ich mach dir echt nichts, mein Lieber. Wirklich nicht. Ich finde dich ganz cool. Ohne Scheiß. Du bist schwer in Ordnung, Mann. Wie du da an der Mülltonne stehst und, Mülldienst schiebst oder was auch immer so auf deiner Liste steht. Du bist schwer in Ordnung, Kerl. Oh, Mann. Und bitte jetzt auch nicht noch der Wahlritter, auf den kann ich echt verzichten. Okay, Gebiet wechselt. Oh. Da ist ein toter Wachmann wieder. Kurze Bitte an mich. Bitte speichern. Oh, Mann, oh Meter. Ich frage mich, wie ich da jetzt noch der Pache finden soll. Also in Anführungszeichen der Pache. Weil wir haben ja schon rausgefunden, dass der Kerl relativ früh sogar schon in der Kanalisation rausgefunden, dass der Kerl halt nicht wirklich so ein Pache ist, sondern dass das ein Patient hier war, der sich aber vor der Papst stellt, mehr oder weniger, um es mal so zu sagen. Okay, dann müssen wir wohl da rausklettern und landen wieder unten. Okay. Ich höre Kette. Och nee, Valkas Chris, hör doch auf mit dem Scheiß, die Musik wieder. Och, Valkas Chris, muss das dann immer sein, die Scheiße hier. Er ist wieder verdammt nur. Und ich habe das dumme Gefühl, dass der uns hier rauszerren könnte, wenn ich mich scheiße verhalte. Oh Gott, das war nur ein Grashalm. Ich höre ihn schon Schnaufer. Ich muss immer bei dem an der zweite Terminator denken. Immer wenn der... wie hieß er denn nochmal? Robert Patrick hieß der, glaube ich, der Schauspieler. Immer wenn der Flüssig-Terminator angekommen ist, hat es immer gemacht... Und genau daran erinnert mich das. Wo ist er dann eigentlich? Ich höre ihn zwar, aber ich sehe ihn nicht.
Und ich hätte es ganz gern, dass ich den Kerl irgendwie im Visier habe. Ich versuche mich jetzt zwar hier entlang zu schleichen und hoffe, dass ich dort mit mehr oder weniger noch Glück habe. Ich weiß auch nicht, wie ich jetzt weiter verfahren muss, um ehrlich zu sein. Lang ist her, dass ich Gronks Let's Play gesehen habe. Und ich denke mir einfach nur, rette mich, Gronk, hilf mir, Gronk, irgendwie. Oh, da ist er. Da ist er. Okay, komme ich hier irgendwie hoch, oder? Tatsächlich, ich komme hier tatsächlich hoch. Ah, leck mich fett. Ich habe gedacht, okay, hier stehe ich jetzt mit dem Licht auf dem Präsentierenteller. Aber hab mal auch gedacht, eventuell kann ich da bei der Flasche hochspringen. Das war reines Glück jetzt, ihr liebe Leid. Aber absolut reines Glück. Und jetzt gehen wir nochmal um Speckmann hier aus dem Weg. Und vielleicht bricht er auch nicht gleich durch den Zaun durch. Das werden wir noch früh genug erfahren, ob er das kann und macht. Vielleicht ist er auch einfach zu fett, um sich da durch den Zaun zu drücken. Wer weiß es. Oh, das hat ein bisschen Wege da. Aber das macht nichts. Wir sind ja von unserer Lebensenergie her irgendwie ein bisschen unsterblich. So klein bisschen. Also der kann sich auch ohne Heiltränke oder Medizin, Bandage, was auch immer, kann der sich ja wieder irgendwie aufpumpen. Das schafft er einfach nur durch Adrenalin, schätze ich jetzt mal. Das wäre für mich die einzig logische Erklärung, dass der Typ das nur über Adrenalin packt, sich da wieder irgendwie hoch zu raffen. Okay, hier haben wir nix. Ja, so ein Spaziergang im Regen, der macht schon den Kopf wieder frei, oder? So, I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling. Und ich kann nicht singen. Wer hätt's gedacht? Das wäre doch gelacht. Da. Der Walkerskriss kommt. Ich scheiß mal ins Hemd. Ach du liebe Zeit. Ne, ich bin absolut verstört. Vor allem, weil ich gleich nur noch eine Kugel im Lauf habe. Was ich persönlich absolut scheiße finde. Weil der Norris zapper. Der Norris echt zapper, ihr liebe Leid. Wenn ich da nichts mehr hab, dann war's das. Nein! Verpiss dich doch einfach, Chris! Oh Gott, ich höre den hinter mir wie Sau! Oh Gott, Mann! Musik! Oh Gott im Himmel! Ja, lass mich durchkommen, lass mich bitte durchkommen! Finde Vater Martin in der Frauenstation. Ja, da kommst du durch. Du bist einfach zu fett. Und zu hässlich dafür. Ja, so fette, speckige, hässliche Typen wie du haben hier Verbot. Vor allem, wenn sie blutige Stuhl aus dem Arsch kacken. Wow. Wow. Hui. Erst 13 Minuten vorbei. Leck mich am Arsch. Und ich werde Sarah. Dort drauf einen Schluck Wasser. Manometer. Gott. Ich bin fix und fertig gerade wieder. Dass der Typ mich entdeckt hat, war schon gerade echt zu viel für mich wieder. Das war gnadenlos brutal gerade. Toll, jetzt habe ich die vorletzte Kuckel im Lauf. Gleich wird's zapper. Also wenn ich nicht bald an Batterie dran komme, dann wird's echt zapper. Die Frauenstation. Die ist dann wohl hier zu finden. Aber so einfach machen sie es uns natürlich nicht. Was erwartet uns in der Frauenstation? Ein umgekippter Rollstuhl, herzlichen Glühstrumpf. Ja, hui. Ach du Scheiße. Ich bin fix und. Okay. Ich wollte schon immer mal Dinger lesen. Trophäe erhalten in Silber, gebildet. Hui, und das sind Großbuchstaben. Ich wollte schon immer mal Notizen lesen. Wasser nicht trinken. So viel Blut im Wasser, ich kann es riechen.
Als hätte ich wie in Kindertagen einen Penny in den Mund gesteckt. Das Wispern ergibt mehr Sinn. Ich halte auch schon nach atmosphärischen Störungen. Es ist wie Jucken. Oh, ich brauche gerade mal die Sekunde, um mich hier so ein bisschen zu erholen. Mir steckt immer noch der Horror. Mir steckt immer noch der Horror von der Verfolgung in der Knoche. Und hier geht's wahrscheinlich rein, aber ich würde mich gern hier nochmal ein bisschen umgucken. Nicht, dass ich nochmal eine Batterie oder so verpenne. Ich meine, klar, er hat es jetzt auch aufgenommen mit der Kamera. Da sind wir schon bei 2 Stunden und 21 Minuten und 25 Sekunden jetzt. Aber, wow. Wow. Einfach nur wow. Okay, spitze. Da liegt sogar noch eine. Jetzt habe ich wieder 2 im Lauf. Das ist doch schon mal nicht verkehrt. Okay. Da gucken wir wohl, was der Horror von der Frauenstation so bietet. In der Kanalisation wollte ich ja noch ursprünglich hier. Aber, mal gucken, ob wir jetzt ein paar schöne Frauen wenigstens sind oder ob die auch so entstellt sind. Oder ob die Dödeldeppe dort hier Knastvergewaltigung spielen. Man weiß es nicht. Oder ich weiß es zumindest nicht. Ah, ja, Motto hier. Da sind wir doch ursprünglich gekommen und da ist der Martins Paare, glaube ich, losgerannt. Okay. Da sehen wir mal wieder nix. Ach, in der Ferne ist nichts wirklich zu erkennen. Okay. Wie schaut's hier aus? Natürlich auch nicht. Boah, ich sag's euch, ihr liebe Leute, Ja. Ah, da ist er. Even Abraham had to cast his eyes to the ground. But soon, this way, revelation is at hand. Benutze die oberen Stockwerke, um zu Vater Martin zu gelangen. Ey, ich fänd's mal echt knorke von dem Idiot, wenn der mal Runde mit uns spazieren geht. Oh, bitte, spring jetzt nicht auf, Mann. Bitte. Gott. Was ich eigentlich sagen wollte, Gott, Warum kann ich denn hier nicht einfach durchklettern, Mann? Das wäre doch wesentlich geschickter, wenn ich hier durchklettern würde. Na, natürlich müssen wir durch den scheiß gruselige Gang. Was ich eigentlich sagen wollte. Gott, die Raucherpause hier noch der Episode, die brauche ich dringend. Die brauche ich so dringend wie nichts anderes. Vor allem, wenn überraschend auch noch Klopskerle da angerannt kommen, mit ihrem und uns dann auch noch jagen. Oh Gott sei Dank, da ist wieder. Bitte, steh nicht auf, bitte. Bitte, Mann, ich mach dir echt nichts. Oh Gott, 4 Batterien haben wir wieder, wir werden sie brauchen. Nee. Wissen ihr was, ihr liebe Leute, das ist mir jetzt gerade absolut egal. Obwohl, nee, Quatsch, ich habe gedacht, du geht's noch um. Okay, oh. Ich halte es nicht länger aus, halt, ihr liebe Leute. An der Stelle gehe ich hier wieder rein, wo es einigermaßen sicher ist. Und, oh Gott, ich mache jetzt hier einen Cut, jetzt mal ohne Witz. Es ist gerade echt so viel für mich wieder. Ich mache jetzt hier einen Cut, brauche die Raucherpause ganz, ganz dringend. Ich weiß, wir kommen nicht auf unser 20-Minuten-Limit halt. Aber, ach du Scheiße, das war halt ein bisschen zu viel für mich da draußen im Dunkeln rum. Und jetzt wieder gerade im nächsten Horrorszenario weiter. Deswegen nehmen wir es bitte echt nicht übel. Es wird nur noch härter, das Spiel. Und der Horror ist echt heftig. Also es ist wirklich eine ganz andere Hausnummer, wenn ihr das selber spielen und wenn ihr doch selber in der Situation seid, vor allem wenn dann auch noch alle Rollläden ohne sind und so. Es ist echt zum Gott Erbarmer, aber so arg ist es jetzt auch nicht. Wir sind nur 1 Minute unterm Zeitlimit und ich jetzt sage, bevor ich mich jetzt so reinstürze und irgendwas Neues passiert, wo ich dann nicht zum Cut komme, machen wir doch lieber 1 Minute früher die Cut, genau. Machen wir doch lieber früher den Cut und wir sehen uns dann morgen wieder. Also machen's gut, ihr liebe Leute. Final Fantasy halt unbedingt gucken, um die Nerven zu schonen, auch wenn es für manche jetzt wahrscheinlich nicht so hart war wie andere Episode. Aber ich brauche auf jeden Fall jetzt die Raucherpause und dann noch 3 andere Folgen. Boah, das wird heftig. Die Aufnahmesession wird richtig heftig. Also machen's gut, ihr liebe Leute. Wir sehen uns bei Final Fantasy 7 halt und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Outlast. Uff, pelzig. Also machen's gut, bis morgen. Eiern. Yankee.